zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder FIFA 16. Jedoch ist nicht für Totti, wie ihr anhand vom Titel sich schon erkennt, habe ich mir das Team zusammengestellt, um ein paar Spieler zu testen. Es geht hier natürlich in erster Linie um die Special Cards, die ihr im Hintergrund seht. Aber was habe ich überhaupt für Spieler drin? Was sind das für die? Es sind interessante Spieler, meiner Meinung nach. Und die Spieler, die zeige ich euch jetzt gerade. Und zwar da sind sie, jawohl! Wir haben im Goal der International Man of the Match Jan Sommer, die zweite Ausgabe von ihm. Dann International Man of the Match Cher, Team of the Season Suchi, Inform Lang, Leihspieler Oscar. Dann haben wir hier rechte Flügel Futti, Willian und Team of the Season Bonaventura. Natürlich sind auch die anderen Spieler da nicht so vernachlässigen. Der Dumbia, Seredie, Poli und der Rodriguez. Für mich sieht das Team hure geil und interessant aus. Was halten ihr von dem Team? Einfach mal so, wenn ihr so anschaut oder von den Spielern, schreibt mal eure Meinung jetzt unten in die Kommentare. Was werde ich aber machen mit dem Team? Ich werde einfach ein paar Spiele machen, um zu schauen, wie sich das spielt, ob ich euch unsere Spieler empfehlen kann oder sogar das komplette Team. Also, wir werden es sehen. Also, suche ich mir jetzt mal ein paar Gegner und somit ab geht's. Da haben wir unseren ersten Gegner mit einem BPL-Team. Solides Team, starke Spieler drin. Wird sicher nicht einfach gegen den Gegner. Und darum gebe ich einmal mehr für euch mein Bestes. Wir können den ersten Angriff hier gerade starten. Mit dem Willian. Und mit dem ersten Schuss aber direkt auf den Goalie. Oh, wieder eine Flanke, die wir reinbringen können. Da steht der Willian und er macht es 1:0. Yes! Erstes Goal in diesem Spiel. Schöner weiter Ball vom Oscar auf den Willian. Willian hat Platz. Und er schießt einfach mal an die Latte. Nein, Kopfball kriegt er nicht. Das wäre doch das 2:0 gewesen. Nein. Oh, was für ein Passspiel. Und Dumbia, komm. Dumbia, komm. Und Dumbia mit dem 2:0. Yes. Was für ein geiles Passspiel ist das jetzt gewesen? Seredie an vorderster Front. Hey. Passen wir über ihn. Passen wir rein. Und jetzt Oscar mit dem 3:0. Yes, was ist das wieder für eine geile Passkombination gewesen? Und ein Hammerabschluss vom Oscar. Also, bisher echt, das Team kann ich empfehlen. Aber vielleicht liegt es einfach auch am Gegner, der nicht wirklich so stark spielt. Nein, der Gegner bleibt am Ball, aus welchem Grund auch immer. Und ein perfekter Pass durch, und jetzt macht er es 1:3. Blöder Ballverlust, blöder Pass von mir, der zu dieser Situation geführt hat. Oh, der Pass hat er schön gesehen. Und jetzt ist unsere Verteidigung am Marsch. Und er macht es 2:3. Nein, der dritte Schuss auf Goal, sein zweiter Goal. Ey, was läuft auf einmal? Jetzt, das Team spielt jetzt auf einmal. Scheiße. Oscar, da, zum Poli, gerade wieder über zum wem auch immer, wo das verkackt ist, glaubt der Dings gsi, der Dumbia und jetzt einfach durch, wieder zack, über Bonaventura, komm, mach's, nein, abprallen, Kopfball, Offside, Sommer, jawohl, hoch für ihn, und da im Bonaventura, Ball kommt nicht zu ihm, aber jetzt für ihn zum Dumbia, jawohl, Dumbia. Oh, schön. Und jetzt wieder. Komm. Jawohl. Und jetzt hauen wir ihn wieder auf seinen Goalie. Jetzt fängt sein Goalie einfach alles. Meine Schüsse kommen alle ungenau. Oh, schön durch. Komm, Willian. Mach's. Jawohl. 4:2. Also der Willian, der ist top. Der ist wirklich gut. Kann ich jedem nur empfehlen. Und wieder ein schöner weiter Ball auf den Willian. Oh, schön gemacht, William, sehr schön. Nein, da kommt seine Grätsche. Poli, oh, schau mal, jetzt hat er alles hin. Aber wir können da gleich. Nein, wir können nicht durchstecken. Aber jetzt mit dem Distanzschuss und mit dem 5:2. Sedu Dumbia. Klarer Sieg, doch noch für uns. Auch in der Sommer 2 Schüsse von 3 reingelassen hat, die auf seinen Kasten gekommen sind. Ansonsten das Team gefällt mir bisher recht gut. Mal schauen, ob das auch sich weiterhin so gut schlagen wird. Da haben wir unseren zweiten Gegner mit einem kompletten Brasilianer-Team, aber im Goal? Tito heisst der, glaube ich, ja egal. Starker Gegner, sieht es danach aus.
Und ich probiere ihn wieder zu schlagen. Kriege den Ball gegen den Gegner nicht richtig weg, so jetzt einmal endlich einmal ein bisschen wegkriegt. Und wir können gerade einen Angriff starten. Das ist so ein Gegner, der einfach immer extrem viele Leute hin hat. Da bringen wir eine Flanke, nicht 1:0, sondern Offside. Oh, komm, schön durchgespielt. Ist der noch richtig oder ist der Offside? Nein, er ist nicht Offside, es steht 1:0. Ich habe gemerkt, Offside, aber Glück, dass der nicht im Offside war und hammergeil verwertet. Bonaventura. Hey, greifen doch an. Lasst ihn nicht so viel Platz. Lasst ihn nicht so viel Platz haben. Steht ihr alle dort hinein? Oh, schau, jetzt läuft er rein. Jetzt läuft er einfach rein. Aber Sommer ist da. Schon auf Sommer. Hey, schön reingegangen noch. Oh, schön für auf der Bonaventura. Der köpft ihn wieder und kriegt ihn gerade wieder zugespielt. Bonaventura mit 2:0. Jawohl. Schönes Zusammenspiel von Bonaventura und vom anderen Spieler, wer es auch wieder gut war. Der Gegner bleibt noch am Ball. Er bleibt am Ball, kann einfach reinlaufen. Das hasse ich, wenn einer das so reinläuft. Das hasse ich wie Sau. Er schießt und er macht noch das 1:2. Leute, die so reinlaufen, kann ich einfach nicht recht verteidigen. Das ist so meine riesige Schwäche. Schön vom Oscar. Und jetzt sehe ich die. Sehr schön. Und jetzt... Nein, das war doch auf Offside-Position. Nein, wäre es nicht gewesen. Fuck. Ich meine, das wäre Offside. Und jetzt wieder zurück zum Dumbia. Jawohl, komm, Dumbia muss übergehen zum Bonaventura. Bonaventura, nein! Rodriguez spielt natürlich Bonaventura direkt zum Seretier. Ball bleibt irgendwie bei uns mit dem Polly. Und Polly macht es 3:1. Jawohl! Was für ein Kampf ist jetzt das Goal gewesen, hey? Mit ein bisschen Glück kommen wir doch noch zum 3:1. Der Gegner hat einen Freistoß, ist jetzt einer auf die Linie, auch wenn er den wahrscheinlich kurz spielt. Jawohl, er spielt noch kurz und wir können es doch noch klären. Nein! Komm jetzt weg mit dem Ball! Hey, machen! Schön, jetzt Führi. Führi, jawohl. Und da schicken wir jetzt den Dumbia. So, tak. Nein, das gibt's nicht. Sein scheiß David Luiz. Hey. Das ist unglaublich. Sein David Luiz ist so stark. Wenn in der Hand nichts kann er bei mir. Ebenfalls im zweiten Spiel. Anhaber Statismus. Der Sommer hat wieder ein Goal reingelassen. Von 2 Schüssen auf das Goal reingelassen. Also, ich weiß nicht, liegt das an der Chance der Gegner oder liegt das wirklich im Sommer? Schreibt eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wir haben unseren dritten Gegner, der hat das Bundesliga-Team mit sehr soliden Spielern. Unser Sturmformer ist natürlich brutal. Ja, wird einmal mehr ein schwieriger Kampf. Und Rodriguez setzt hier durch. Bonaventura, wieso macht er das nicht? Aber wir haben jetzt den... Nein. Das gibt's nicht. Und jetzt hat er hier auf der rechten Seite alle Möglichkeiten offen. Aber der Seretier passt auf. Schön auf den Dumbia. Und er geht nach rechts raus auf den Willian. Komm, Willian. Willian auf der Goal hinein. Auf Feld vom gegnerischen Spieler. Übrig. Dumbia, nein, am Goal vorbei. Fuck. So lang, da auf der Willian. Jawohl, schön. Schön, Willian. Fuck, wir haben ihn wieder... Das soll ein Foul sein vom Willian Fick. Wir haben ja den Ball gehabt. Nein, nicht so Fehlpässe machen, Jungs. Nicht so Fehlpässe machen, Jungs. Nicht so Fehlpässe machen und sein erster Schuss geht rein. Einpelz aufs Goal wieder am Anfang. Geh nicht rein. Er mein erster Schuss geht rein. Willian, komm. Das ist nicht zum Glauben, aber der Willian, der setzt sich doch noch durch. Und jetzt bringen wir eine Flanke und da hinten haben wir den Bonaventura am Goal vorbei. Gegen immer einen Schuss und wir 100 Möglichkeiten und kriegen keinen Schuss ins Goal. Wie das geschmeckt hat, wie das jetzt geschmeckt. Lauf doch nicht mit. Du bist so der Dümmste, hey. Das ist so der dümmste Polly. Nicht, also, der Polly ist ein Idiot in dieser Situation. Ein richtiger Vollidiot. Das wäre so die Chance gewesen. So, Serie. Nein, aber komm, William. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Wir sind die bessere Mannschaft. Hey.
viel besser als der Gegner, aber er führt mit 1:0. So, Willian, jetzt mit dem Distanzschuss am Goal. Ich kriege eine Krise. Hey. Einfach mal einen Schuss an Linie gehen. Einfach mal einen Schuss an Linie. Wir dominieren den Gegner, hey. Nein. Und jetzt wettet er und der zweite Schuss von ihm mit dem Pass über ihn. Klar, schön rausgespielt in dieser Situation, aber 2 Schüsse aufs Goal. 2 Scheiß-Schüsse gibt er so aufs Goal. Und dann, ich soll nur 2 Schüsse gehabt haben. Scheiß FIFA schauen. Aber was stimmt, ist der Gegner 2 Schüsse, 2 aufs Goal, beide drin. Toll. So ein Spiel verlieren gegen einen, wo man dominieren hat. So, jetzt komm, Bonaventura, komm jetzt. Bonaventura macht's wieder nicht. Ah, schau mal, habt ihr das gesehen? Und mir ist faul, ist ja klar. Er macht genau das Gleiche wie mir, genau das Gleiche. Und es gibt natürlich dann bei ihm kein Foul, bei mir gibt es einen Foul, ist ja klar. Das Spiel kannst du jetzt nicht ernst nehmen. Ich bin einfach der bessere Spieler. Klar sind seine Chancen gut gewesen, klar hat er sie schön verwertet und alles, aber das ist einfach ein Witz hier. Schauen wir es an, ich kriege keinen Pass durchgesteckt. Aubameyang, klar. Kann aus der Drehung raus eine perfekte Flanke geben. Aus der Drehung raus. Ja. Unverdienter Sieg für den Gegner. Ganz klar unverdienter Sieg. Unentschieden wäre vielleicht noch ein gerechtfertigtes Resultat gewesen, weil er ist in der zweiten Halbzeit besser geworden, aber ich habe in der ersten Halbzeit sowas von dominiert und meine Schüsse sind einfach nicht rein. Ah ja, ich habe nur 3 Schüsse gemacht. Klar, Statistik stimmt in dem Fall voll und ganz. EA hast du mich einfach verarschen, danke. 2 Siege, 1 Niederlage. Eine Niederlage, die nicht hätte sein müssen. Jedoch das Glück ist nicht bei uns gewesen, sondern mit dem Gegner. Trotzdem kann ich euch sagen, das Team hat einfach nur Spass gemacht zum Zocken. Und wer kann ich euch empfehlen von dieser Special-Karte? Der Willian, genau. Der ist absolut Bombe, also Hammerkarte. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr Coins für den habt, suchen euch die Karte, wenn sie natürlich auch in euer Team reinpasst. Dann haben wir den Bonaventura, ist auch ein guter Spieler. Für mich jedoch aufgrund von seinem Wert eher auf der linken Mittelfeldseite anstatt im linken Flügel gesetzt. Finden dort ein bisschen fehl am Platz. Noch besser wäre er halt als ZM-Karte. Aber ja, nur als LM wäre er sicher gut. Kommen wir zu den Innenverteidigern. Die sind ebenfalls Scher und der Suchi sind ebenfalls gute Innenverteidiger. Haben es nicht können oft. Hat sich schlecht ausgesehen lassen. Genau dasselbe ist für den Jan Sommer. Ist wenig geprüft worden. Und wenn er geprüft worden ist, halt mit extrem gute Chancen. Und darum hat er halt auch ein paar Goal so reingelassen. Trotzdem habe ich mir gedacht, als International Man of the Match Karte könnte ich noch mal so einen auch heben. Ist halt nicht immer so der Fall gewesen. Egal, trotzdem ein guter Goalie für ein Bundesliga-Team. Vielleicht auch einen anderen Goalie nehmen, wenn wir Münzen hätten für einen besseren Inform oder so, oder für einen neuen, ganz klar. Die letzte Karte, die es gibt, ist der Rechtsverteidiger, der Lang. Und für eine Inform-Silberkarte ganz klare Empfehlung. Top-Spieler. Wenn ihr ein Schweizer Liga-Team macht oder ein Schweizer Team und nicht den Lichtsteiner möchten zum Beispiel haben, dann ist der Lang ganz klare Empfehlung von meiner Seite an euch. Brutal starker Rechtsverteidiger für eine Inform-Silberkarte. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr so Videos gesehen habt, lasst einen Daumen zu dem Video doch da, dann weiss ihr, wenn ihr noch mehr so Sachen seht. Und vergesst natürlich nicht, eure Kommentare, eure Meinung zu dem Team oder zu den gewissen Spielern abzugeben. Jetzt bin ich aber am Ende, will euch nicht noch länger aufhalten und wünsche euch somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao! Kane ist ja sowas von wütend, meine Scheiße! Aber jetzt, der Ringgong hat ertönt, wollte ich das sagen. Und unser Start ist gar nicht so gut.